Bonjour bei Mirch TV, wo wir uns an dieser Emission mit einem einzigen Sujet befassen, weil es so viel darüber zu sagen und vor allem zu weisen gibt. Und noch will da bestimmt viel von euch ganz viel Kindheitserinnerungen und die Plätze, wo wir euch heute mitwählen. Ihr wisst es sicher auch schon, es geht um die zwei Schulen am Zentrum von Mirch, oder besser gesagt früher Schulen, weil sie sind noch nicht mehr da. Da bei Elsenschule und noch den Rest vom früheren Gebäude von der Nick-Welter-Schule mit der Schwemm, dem Festsaal, dem Mosaik etc. Mit dazu mehr gleich am Reportage, den wir über Wochen am Main gedreht haben, für die Einzelphasen vom Aufrappen festzuhalten. Ein grosses Merci auch direkt an den Henri Krier, den uns einen Teil von den Bildern zur Verfügung gestellt hat, und doch mit Nico Lukas zusammen ermöglicht hat, dass wir ein historisches Dokument können an unsere Reportage abbauen, nämlich die Weihung von der Nick-Welter-Schule am Jahr 1964. Für den Film ein grosses Merci an Familie Laux, und wir sprangen dann noch direkt bald 60 Jahre zurück, sozusagen bei den Vorgängern von Mirch TV. An demals war das Format vom Fernsehen noch ein bisschen mehr klein.
De ganzen Projekt den ass noch schon 3 Joer am Gangen to du gefangen mat en Gruppe de Travail am Gemengerot, weil eng neue Schule misse gebaut gin. Doreis ass hunn eng Konstitution remuneréiert entstane, wo dann ein Architekt auss gewählt gouf, dat war dann am März 2018, wo de gewählt gouf. Dann sind wir direkt am Planungsphase gegangen. Für Zeit zu gewinnen, haben wir den Doofrappen 4 gezogen. Während der Zeit haben wir das ganze Projekt weiter ausgeschafft. Das heißt, Ende Mai 2019 sind wir damit am Gangen, die ganzen Etüden zu machen, weil an den Gebäuden war unter anderem auch Asbest und an Schadstoffsanierung, das muss ja alles gut recycliert und triiert gehen. An der Gemengerot sind wir gegangen als echt Ugangs 2020 mam Projekt vun der Demolition. Am Juni 2020 ass dun zur Mission lacéiert gin, sodat man am November ugefangen hunn mat der Asbestsanéierung. Da gouf eben alles Blätterschat Kollen, dat gouf alles getrennt. Grad so wie d Bitume bunnen all die Schadstoffer, die goufe rausgeholt, ihr die rich Demolition der Last goun. Das Best dat so eng sagt, du wese net as du as neicht oder ass eben die Sache, die ganz viel Zeit am Urspruch geholt huet, dat huet ein half Jahr gedauert, du miss Probe geholl gin, Sondagen überall an dat an das Labor geschickt gin, wie dat die hier Analysen dazu machen. A du hummer leider Gott se Sache von, wenn ze hummer dann iwwer de Sache auch im Retare krut. Mei Fan Kant muss dat awer gemet gin, dat eng gut Sach fir d Leiit, dats jo eng Schulhei run muss immer opgepasst gin, dat de Schüler dat diese secher wie méigschei sinn. Dat mcht de ganze Chant natürlich auch bësse méi kompliceéiert, doch lo beim Ofrappen gesäiden du hannen huselo der Schützen opgehangen und de Kran, fir dat ja keng Stecker auch op de Weh fallen, wo d Schüler traverseieren. Alors nous avons désamorté de la faïence et c'était la colle derrière la faïence qui était amiantée. Donc il a fallu la casser. Donc construire une zone avec des extracteurs qui aspirent l'air. Et ça, c'est les sas. Nous avons un sas pour le personnel et un sas pour la sortie de déchets. C'est-à-dire que tout ce qui a été produit dans la zone en déchets, c'est emballé dans 2 sacs. Les sacs sont doublés, lavés et sortis. Ça part dans des big bags et ça part dans une benne pour le désamiantage. Et après, c'est traité. Ça, c'est le sas personnel. C'est par où nous rentrons tout équipés pour pouvoir effectuer les travaux dans la zone. Et quand nous ressortons, tous nos vêtements sont mis dans un sac, c'est jeté et trié. Et nous prenons une douche de décontamination afin que la réglementation soit respectée. Die richtige Demolition, die ist am Januar 2021 dann ugegangen. Da haben wir angefangen mit Mosaik, für den auszubauen. Das ist der Wunsch von der Politik gewesen, für dass wir den an das neue Projekt integriert kriegen. Das ist ein bisschen mehr eine komplizierte Affäre gewesen. Die hat 3 Wochen in Anspruch geholt. Den Mosaik wird voraussichtlich an der neuen Schule, an dem Bassin, an der Schwemme integriert gehen.
Bis hierhin wurde das Mosaik komplett mit einem Gewebe kaschiert, reversibel verklebt. Dann wurden Baustahlmatten an die Wand aufgetragen, die sind mit den Dokas, mit diesen Holz-Doppel-T-Trägern verschraubt. Das komplette Mosaik wurde hier unten in dieser Stahlschiene von unten unterfangen. Die Baustahlmatten werden mit einem PU-Schaum mit der Kaschierung verklebt. Dann werden die Dokas noch weiter gesichert von vorne, abgestützt und dann werden wir anfangen, die rückwärtige Wand komplett abzuarbeiten, bis das Mosaik nur noch der Putz, an dem das Mosaik eingelassen ist, vorhanden ist. Wenn dann das Mosaik komplett frei steht, entkoppelt von Decke, Boden und den Wänden, wird die Decke des Gebäudes komplett entfernt und dann wird das Mosaik mit einem Kran aus dem Gebäude gehoben. Der Künstler von dem Mosaik, das haben wir auch notwendig raus, und das war François Gillen, den hat mehr der Mosaike gemäht, unter anderem auch den beim Atelier an der Stadt, wo sie auch die dynamische Prozedur gemäht haben, für den zurückzulernen. Die Demolition selber, die erst dann noch von Mitte Februar aus richtig losgegangen, und die dauert bis Ende April. Auch mal im ganzen Aushub für die Böschungen zu machen von der Baugruppe, dass das gesichert ist. Das ganze Material wird natürlich kreiert. Da war ein paar von der Schadstoffsanierung wird natürlich das ganze Holz aus dem Gebäude rausgeholt, alles Glas wird festgemäht, Blätter gehen separiert, wenn es um Recyclage. Das Material das wird weggefeuert, sie konkassieren das wohl und bauen die urbanen Chantier an. Am nächsten hätten wir doch heute direkt gehalten, aber von der Platz hier war das eben nicht möglich, dass wir direkt dazu abrieten, die Konkasse hier abrieten und von Comedie. Das ist einfach nach Schulbetrieb, das ist leider nicht ging. Also die ganze Site, alles was aufgerappt gouf, das huet aus 3 Gebäier bestanden. Da war enke nach der Rest vun dem Nick-Welter Gebäi, dat das loch verfocht. Da war man Festsoldat. Dann war das Gebäi vun den Newer Parasialen, dat auch schon focht mittlerweile. Und dann eben d'Albe Elsen, wo sie noch am Gange sind. Das ist das jüngste Gebäi von denen 3 gewircht. Ja, es hat ganz viele Leute gehabt, die immer im Vierwürzig waren. Das ist natürlich auch etwas Spektakuläres, was so Gebäude auch immer aufgerappt gehen. Es sind viele Leute mit den Drohnen, die auch gefilmt. Unter anderem noch ein Krieg, den hört auch ganz oft können das Material hier sichern. Gut, noch immer in Frage gestellt. Im Moment steht noch kein Chantier-Schild da. Das weil wir nicht genau wissen, wo wir es abrichten, weil später hingeht ein ganz großes Loch. Voilà, de Pado ist von 100, dann kann die ganze Zeit hin und her zurücklehnen, wird das nur noch keinen Wert gehabt. Danach, das eigentliche Projekt, das soll am
Joer ugangs 22 eigentlich Schloss goen. Wir hunn awer noch relativ viel Abechen der Tisch zu machen. Iwer der ganz Baufeld sind noch divers Resoen, die ëmgelöt muss gin. Wasserleitung, die Leiit matzen dran, Fernwärmeleit matzen dran. Den Trafo steht am Moment och do, de muss man onnachrekelen. Lo am Urschloss ma onnach dann archäologische Ausgrubungen, weil heute sensibel Gebiet ass fir die Sache, wer Trämer will net weit ass. Da kriegen wir schon die Zeit gefüllt und dann ab 22 kann dann der Chantier richtig losgehen beim Bau von dem neuen Schulgebäude. Ich war am ganzen also sinn 20 Joer Sportier an schon noch 20 Jahre gewohnt. Do an dem Haus wat leider nimi steht ja et wär bisssen eng traurig Geschicht. Das also Tätsklapp dawer schon bisssen méi wie sos. Flott Schwierigkeiten Anekdoten ich kenne da lo, die bei uns op der Gemeng schaffen, die mat Tiere futti gemerk hunn. Die mam Kap der Duchke gesinn. Ja das ist immer dat Change gesagt so jungen die schaffen bei uns. Ich war alt heute war még Mam, die hat Schul gehalen, de Scheine Moie nu sie ha wat we als klenge Butsinn ich den heute matgange, was sie nach Sachen ze din hat no der Schul. Wir waren drei Brider an du war se froh wat se een alt der Dach hat. Do hier hunn ich Gebäier am Vierfall dawer schon kannt. Merci nach enkeier dem Henri Krier, dem Nico Lucas an der Familie Laux fir en Deel vun de Villa, aéi gené die Neuschoul am Zentrum vum Meersch an de Planning do vun herausgesäit, dober gimmer an de nächste Main natilech Orenkeier hai op Meersch TV am Detail an. Fi haut simmer dann en vun der Emissionioun schoffen tödech gefall. Ist du nicht Filmos Merci fir d Nokucken an bis geschwen.